Fokus. Themen fürs Leben. Mit Franz Josef Köb. Grüß Gott. Herzlich willkommen zu einem Fokusthema über die Bedeutung und den Wert, den Rituale für Kinder haben. Sie hören dazu einen Vortrag von Susanne Stöcklin-Meyer. Die bekannte Schweizer Spielpädagogin und Kinderbuchautorin sprach im Vorarlberger Kinderdorf in Bregenz in der Reihe Wertvolle Kinder. Lassen Sie sich jetzt anregen und inspirieren von einer Fachfrau, die viel Erfahrung mit Kindern hat und deshalb aus dem Vollen ihrer Erfahrungsschatzkiste schöpfen kann. Das Thema, warum brauchen Kinder Rituale, denke ich, ist heute wichtiger denn je, weil wir in einer so schnelllebigen Welt leben. Und Erwachsene wissen das, also wer im Moment ein bisschen bedächtig und stur oder charakterfest und nicht so beweglich ist, hat Mühe, weil immer alles wieder anders ist. Also im Moment ist ja alles sehr im Fluss und Verlage ändern, Banken ändern, Stellen ändern, Abläufe ändern, also alles ist immer wieder anders. Wir sind gefestigter als Kinder und für Kinder, die die Welt entdecken und die in die Welt hineinwachsen, ist es viel schwieriger, in einem Umfeld, das konstant sich verändert, sich stabil zu entwickeln. Und darum sind heute Rituale wichtiger denn je. Früher hatte man, also früher, ich meine jetzt anfangs vom letzten Jahrhundert oder bis in die Mitte vom letzten Jahrhundert, da waren vielleicht Rituale zu stur, zu rigid, einfach zu stark. Dann kam ja die 68er-Bewegung, die feiert Geburtstag dieses Jahr und da hat es dann alles so geknallt und aufgebrochen. Und da hat man ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also da war es verpönt, Wiederholungen waren langweilig, es musste kreativ sein, immer alles neu, alles anders. Und die Hirnforschung hat uns ganz viel jetzt gezeigt, was Kinder brauchen, was gute Pädagogen immer wussten. Oder Mütter mit gutem, in Anführungszeichen, normalen Mutterinstinkt, also haben das gewusst. Kinder brauchen Fixpunkte, um sich zu orientieren. Wer Fixpunkte hat im Tagesablauf, im Wochenablauf, im Jahresablauf, das sind wie Erkennungsmerkmale. Dann weiß man, aha, jetzt ist wieder morgen. Oder aha, jetzt gehe ich ins Bett. Oder aha, jetzt sitzen wir um den Tisch und führen Gespräche. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf das achten in der Familie. Und es muss nicht ganz stur sein, aber auch zum Beispiel Essenszeiten. Also es wäre schön, man würde um 8 oder halb 8 oder von mir aus auch um 9 oder um 7 morgen essen, aber dass sich das wiederholt. Oder am Mittag, wenn es geht, dass man halt zum Beispiel um 12 Mittag isst und nicht mal um 10:30 und das andere Mal um 2. Also Kinder brauchen so eine Struktur und das sind zum Beispiel die Mahlzeiten, das Aufstehen und das Zu-Bett-Gehen können eine Hilfe sein. Das muss alles nicht stur sein, aber wenn es wiederkehrt, gibt das diesen Wiedererkennungseffekt und das macht die Kinder stark. Also was man wiedererkennt, da kommt man sich groß vor, weil ich weiß jetzt quasi, wie die Welt geht, ich weiß, wie das ist. Und Kinder, die das nicht haben, haben erwiesenermaßen viel mehr Angst. Also wenn Kinder nachts schreien, wenn die nicht einschlafen können, kann es sein, dass wir zu viel Unregelmäßigkeiten im Tagesablauf haben. Es kann aber auch sein, dass sie zu viele Eindrücke haben. Also so 2-, 3-Jährige, die schreien oft nachts, weil sie das Gesehene vom Tag nicht verarbeiten können. Und da ärgere ich mich zum Beispiel, dass man heute Kinderwagen hat, wo das Kind nach vorne schaut. Also früher konnte man mit dem Kind kommunizieren und sprechen.
Und heute jagen alle Eindrücke auf das Kind ein und die Kommunikation ist mit Blickkontakt abgebrochen. Und stellen Sie sich nur vor, wenn Sie in einem Supermarkt sind, oder es kann auch ein kleinerer Laden sein, die ganzen Regale, was da alles auf ein Kind zukommt, von Formen, von Farben, dann Beinen und Röcken und auf der Straße, wenn es gut geht, genau auf Abgashöhe, oder? Also das ist nur so ein ganz kleines Ding. Also Kinder brauchen Rituale, um fester zu werden. Also ich spreche jetzt vor allem von den Kleinen. Und mein Spezialgebiet ist vom Baby bis zu 9 Jahren. Wenn die Kinder es bis da begriffen haben, fällt es dann auch in der Schule und in der Freizeit bei Größeren einfacher. Aber es fängt unten an. Die Hirnforschung hat herausgefunden, dass etwas, bis es bleibt in einem Kindergehirn, also quasi bis es eine Rille hinterlässt oder eben ein Trampelpfad, muss es im Schnitt 50 Mal wiederholt werden. Das heißt, es ist illusorisch, wenn Sie einmal etwas sagen und dann meinen Sie, das klappt. Also Sie müssen immer wieder gacken, man muss es immer wieder sagen und dann geht das ja immer auf einer anderen Spirale wieder weiter. Also man kann ein Jähriges nicht gleich behandeln wie ein 3-Jähriges und ein 9-Jähriges nicht wie ein 16-Jähriges. Also da müssen sich die Eltern mitentwickeln. Kinder brauchen Rituale. Das heißt Fixpunkte, Erkennungsmerkmale, die dem Tag, der Woche, dem Jahr eine Struktur geben. Rituale, also sich wiederholende Tätigkeiten und Handlungen, geben gerade in einer schnelllebigen Zeit Halt, Orientierung und Sicherheit. Was man wiedererkennt, das macht stark und beruhigt die Angst, sagt Susanne Stöcklin-Meyer. Das bekannteste und häufigste Ritual ist das Zubettbringen der Kinder. Okay, also wir sprechen mit den Kindern, wir haben Blickkontakt, wir schauen sie an. Und auf der ganzen Welt, überall, sind Schlaflieder, also das Wiegen, dass man so auf Silben wiegt und das Kind anschaut, das ist auf der ganzen Welt verbreitet. Und anscheinend wirkt das beruhigend, also die Kinder schlafen dann ein oder sie hören auf zu weinen. Oder man sieht auch oft, dass man die Kinder so an sich nimmt, Kopf schaut nach hinten, die ganz Kleinen, und geht so rum und dann plötzlich sind sie wieder still. Also bei der Sprache, wenn die Kinder jetzt Sprache lernen, braucht es eben auch so viele Wiederholungen. Und sie können nie sagen, Tisch, 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 Tisch. Und dann weiß das Kind, was ein Tisch ist. Also das läuft so, dass sie sagen, und jetzt setzen wir uns an den Tisch und wir frühstücken oder auf dem Tisch ist jetzt ein Tischtuch oder du kannst Tisch decken, du kannst unter dem Tisch durchschlüpfen, du kannst Musik machen. Am dam des, disse male pless, disse male pompanes, am dam des. Also das wäre jetzt ein Musikinstrument oder ich mache ein Zelt draus, aber immer im Zusammenhang Tisch und es gibt runde und viereckige und große und kleine und Gartentische und Kindertische und Küchentische und Stubentische und so drumrum gesprochen, so bleibt beim Kind am Schluss so nach 50 Mal das Wort Tisch hängen. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass man mit kleinen Kindern auch Sprachspiele spielt. Weil, wenn die Kinder dann einen Vers oder ein Lied lieben, dann wollen sie das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und die Erwachsenen, also es braucht schon 50 Male, bis es bleibt. Und dann wird es halt nochmal 50 und nochmal 50 gesungen. Und am Schluss denken sie, mein Gott, schon wieder. Oder wenn die jetzt nur aufhören würden. Aber es ist das Beste, was ihnen passieren kann, wenn dieser Wiederholungstrick in Gang kommt.
Also wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt, dem richtigen Kind, das richtige Spiel auf die richtige Weise anbieten, dann kommt dieser Wiederholungstick in Gang. Und dann wollen Sie das wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und wenn nichts passiert, waren es die falschen Kinder, das falsche Spiel, falsch verkauft, falscher Moment. Das heißt noch nicht, dass Spiel an und für sich falsch wäre. Und Spiele sind eben kleine Rituale, weil man die so schön wiederholen kann. Jetzt machen wir 2, 3 kleine Spiele, wie man es mit kleinen Kindern macht. Und Sie haben jetzt die Gelegenheit, wie die Kinder zu reagieren. Also Sie schauen mich an, Sie hören, Sie speichern das im Computer und machen es gleichzeitig nach. Und dann merken Sie, dass das alles viel komplizierter ist, als man denkt. Also wir fangen einfach an. Da oben, machen Sie nur, da oben auf dem Berge. 1, 2, 3, da tanzen kleine Zwerge. 1, 2, 3, da unten auf der Wiese. 1, 2, 3, da sitzt ein dicker Riese. 1, 2, 3. Und der große Witz ist jetzt, das wird abgebaut. Am Schluss sagen wir gar nichts mehr und schreien dann ganz laut 1, 2, 3. Also, jetzt geht das so. 1, 2, 3, da tanzen kleine Riesen. 1, 2, 3, da unten auf der Wiese. 1, 2, 3, da sitzt ein dicker Riese. 1, 2, 3. Da unten auf der Wiese, 1, 2, 3, da sitzt ein dicker Riese. 1, 2, 3. Da oben auf dem Berge, 1, 2, 3, da tanzen kleine Zwerge. 1, 2, 3, da unten auf der Wiese. 1, 2, 3, da sitzt ein dicker Riese. 1, 2, 3. Und dann, wenn man das so brüllt, können alle bis 3 zählen. Und wenn Sie fremdsprachige Kinder haben, zum Beispiel in einem Kindergarten oder als Nachbarskinder, dann können Sie auch auf Englisch oder auf Französisch oder auf Italienisch oder Chinesisch oder Thailändisch zählen und die Kinder sind stolz. Und wenn Sie 1, 2, 3 in einer Fremdsprache sagen können, gehen Sie nach Hause und sagen, jetzt kann ich Englisch oder jetzt kann ich Chinesisch. Also Sie merken, das wird ganz lustbetont. Sie machen jetzt wie die Kinder glitzerige Äuglein und schauen mich an. Also Sie dürfen solche Spiele nie nur einmal sagen. Also Kinder kommen innerlich erst so nach 5 Minuten so richtig ins Schwingen. Und das ist so von der Natur gegeben, damit man so lernt. Ich habe ein Buch, das ist dieses Jahr herausgekommen, das heißt Sprechen und Spielen, kreative Sprachförderung für Kinder und Grundschulkinder. Und da hat es ganz viele Verse und Sprüche und es hat dazu, was die Kinder lernen, wieso und warum. Was ich dazu sagen möchte, ist, ich habe viele Bücher gemacht, aber in dem Buch hat es etwa 4 bis 6 Seiten unanständige Verse. Und jetzt regen Sie sich nicht auf. Das ist jetzt genauso ein Ritual. Also Kinder kommen in der Schulreife, so Ende Kindergarten, Anfangs Schule, ist es schön, Erwachsene zu schocken. Und dann sagt man halt vielleicht Scheiße oder Furz oder so schöne Wörter. Und wenn die Erwachsenen dann noch in Ohnmacht fallen, dann wird es Erwachsenen schocken. Und deswegen also nicht erschrecken, wenn das eingeschlossen ist in einen Vers. Frage ist immer, wie förderungswürdig es ist. Die Kinder sagen das auch so mehr, die Klugen sagen es mehr hintenrum und hinter verborgener Hand, als jetzt sofort zu Mama und Papa rennen und das da erzählen. Aber wenn das im Vers eingeschlossen ist, müssen Sie keine Angst haben, das kommt wie Masern und Schnupfen und verschwindet wieder. Wenn die Kinder aber fluchen lernen, das nehmen Sie mit. Also wenn Sie als Erwachsener einen Platten haben an einem Auto, dann sagt kein Mensch, 3 Polizisten pissen in die Kisten, einer pisst vorbei und du bist frei.
Aber wenn Sie einen Fluch gelernt haben, dann sagen Sie den. Also das heißt, bei Flüchen, das müssten Sie abstellen. Da sagen Sie, und das will ich nicht oder das gibt es bei uns nicht. Sie machen es dann trotzdem draußen oder am anderen Ort, aber im Prinzip, und Sie dürfen dann auch nicht fluchen wie ein Rohrspatz, weil die Kinder ahmen uns ja nach. Und da gibt es den schönen Spruch, was nützt die beste Erziehung? Die Kinder machen uns doch alles nach. Also ich sage jetzt das nur, wenn Sie da reinschauen, dann ärgern Sie sich nicht. Noch so ein schöner, da ist zum Beispiel eine kleine Mickey-Maus, zog ihre Hose aus, zog sie wieder an und du bist dran. Und jetzt haben Kinder natürlich viel Fantasie und stellen sich das vor und dann finden sie das ganz wunderbar. Ein anderes Ritual, wenn Kinder unanständig sprechen, ist, dass sie ein Leintuch auf den Boden legen, dass sich ganze Familie oder Kindergarten drumherum kniet, das Tuch so mit 1, 2, 3, Achtung, fertig, los. Und dann strecken alle den Kopf unters Tuch und schreien ein blödes Wort. Aber so laut, dass man nicht mehr versteht, was es ist. Sofort Tuch fallen lassen und alle erschlagen die unanständigen Wörter. Das heißt, unanständige Wörter erschlagen. Und das finden sie großartig. Also wenn es auftaucht, ist es was Normales. Wenn Sie es in ein Ritual hineingeben, dann weiß man, das gehört dorthin, aber nicht in die Kirche oder nicht von mir aus bei der Oma, wobei die manchmal noch mehr Humor haben als die Eltern, weil sie die Kinder nicht erziehen müssen. Wenn Sie sich für Sprachspiele und ähnliche Spiele interessieren, dann finden Sie im Kösel Verlag mehrere Bücher und CDs von Susanne Stöcklin-Meyer. Zum Beispiel in dem Buch Sprechen und Spielen geht es um kreative Sprachförderung für Kindergarten- und Grundschulkinder. In dem Buch 1, 2, 3 Ritscheratscherei finden Sie Kinderspielverse zum Lachen, Hüpfen und Tanzen. Dazu gibt es auch eine CD. In dem Buch Unsere Welt ist bunt gibt Susanne Stöcklin-Meyer zahlreiche Anregungen, wie Kinder mit Hilfe von Geschichten, Versen und Spielen die Farben entdecken können. Auch dazu gibt es eine CD. Also das zur Spracherziehung. Also Spracherziehung ist reine Wiederholung. Und deswegen baden Sie Ihre Kinder in Wörtern, erzählen Sie Geschichten, singen Sie Lieder, spielen Sie mit Worten, weil der Sprachbaum, bis ein Kind im Prinzip Sprache begriffen hat, ist etwa mit 4, nach neuester Hirnforschung, etwa mit 4 ist das Grundgerüst vom Sprechen gelegt. Nachher, wenn Sie also größere Kinder haben, deswegen sind dann Tischgespräche oder gemeinsam lesen oder Bilderbücher anschauen oder eben philosophieren, ist so wichtig, weil man lernt es vom Hören und eben nicht vom Fernsehen und nicht vom nur Rumtollen. Also das gehört dazu. Also die Rituale brauchen Kinder eben, um einen strukturierten Alltag zu haben. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel am gleichen Ort essen oder eben ins Bett gehen und mit einem Ins-Bett-Geh-Ritual. Und es kann dann sein, dass das so stark ist, als wenn ein Kind seine Lieblingspuppe verliert, dass es nicht einschlafen kann. Der Preis davon ist, also wenn ich etwas liebe, ob jetzt das nur das reine Ritual ist oder ob dazu eben noch ein Bär oder eine Puppe gehört oder eine Klanguhr, wenn das weg ist oder eben auch die Person, die es macht, dann bin ich traurig. Aber das heißt, das Kind ist beziehungsfähig. Also das ist der Preis, dass ich etwas liebe,
kann auch sein, wenn ich es verliere, dass ich dann traurig bin. Oder es gibt Kinder, die nehmen so eine Windel oder ein Nastuch und reiben das so unter der Nase und nuckeln vielleicht noch dazu. Bei uns in der Schweiz sagt man damals Nuschali. Also ohne Nuschali können die nicht schlafen. Meine Tochter, die wollte immer so ein Nuschali, das schon ein bisschen nach ihr oder bisschen nach Dreck gerochen hat. Also ich musste immer 2, 3 im Umlauf haben, weil ein neues hat sie nicht akzeptiert. Also es musste so schon ein bisschen nach gebraucht riechen. Und das gehörte dazu, damit sie einschlafen konnte. Als noch Extrembeispiel kann ich erzählen von einem Vater, der hat mit einer 3-jährigen Tochter so ein Ritual durch die Wohnung gemacht und sie dann noch auf einen Schrank gesetzt und dann wieder runtergeholt und ins Bett gesungen, gebetet und so. Und dann musste der in der Schweiz in den Militärdienst und die hochschwangere Mutter war allein zu Hause. Und sie konnte das Kind nicht auf den Kasten heben, es war ihr zu schwer. Resultat, das Kind hat die erste Woche jeden Abend geschrien wie am Spieß, weil die wollte nicht einschlafen, ohne oben auf dem Schrank zu sein. Also das heißt, wenn Sie ein Ritual anfangen, überlegen Sie sich's gut, möglichst nicht zu lange. Aufstocken können Sie immer. Aber wenn Sie dann 2 Stunden in der Wohnung rumgehen müssen und dann nochmal Wasser und dann nochmal Milch und dann nochmal Uhr und dann nochmal Licht und nochmal Türspalt offen, Sie kennen das ja alle. Also machen Sie es möglichst intensiv, aber kurz und dass Sie es wirklich wiederholen können. Bei Gute-Nacht-Geschichten oder bei Gute-Nacht-Bilderbüchern, wenn Sie da mal abweichen, dann sagen die Kinder, sag's recht. Also das muss dann sein, so wie es ist. Selbstverständlich bewegen sich die Kinder und die Eltern, dass man kann eben nicht mit einem Jährigen und einem 5-Jährigen das Gleiche machen. Und dann gibt es Kinder, die lieben Lieder, es gibt Kinder, die lieben erzählte Bücher, es gibt Kinder, die lieben ebenso ein Ritual mit noch Gute Nacht sagen. Und meine haben dann gesagt, jetzt beten wir zum Beispiel in der Weihnachtszeit, hat die eine Tochter, wollte immer alle Krippenfiguren zu Boden beten. Und das hieß, sie hat alle umgelegt und jedem ein Lied gesungen. Und am Morgen haben wir es wieder aufgestellt. Ich war also froh, als die Adventszeit vorbei war bis zu den 3 Königen, weil es war nichts zu machen. Also die mussten am Abend alle zu Boden gebetet werden. Und dann hat man es wieder aufgestellt. Also so etwas kann Ihnen passieren. Wenn es begrenzt ist auf die Jahreszeit, dann geht es ja noch. Aber wenn Sie es jeden Tag haben, also Eltern sollten einfach wissen, sie sind auch Menschen und sie haben auch Nerven. Und wenn Sie es auf einen Machtkampf mit den Kindern ankommen lassen, sind die Kinder jünger, sind die Kinder vitaler und haben meistens die besseren Nerven. Also lassen Sie sich nicht auf so ein Spiel ein. Sagen Sie es klipp und klar. Also wenn ich zu ihr sage, wie heißen Sie? Karin. Also wenn ich jetzt sage, Karin, bist du müde? Möchtest du ins Bett? Dann schreit die nein, oder? Also Sie müssen es auch mit Ihrer Stimme klar tun. Also es ist jetzt schon 8:30. Ab ins Bett, Zähne putzen, Pyjama an und dann gibt es noch eine Geschichte. Und dann wehe, wenn Sie die Geschichte nicht erzählen, das machen Sie nur einmal. Also Sie machen dann, meine Freundin ist am Telefon, heute geht's nicht, dann funktioniert es nicht. Also Sie müssen Versprechen einholen, Sie müssen Versprechen, Sie müssen verlässlich sein. Also Kinder müssen wissen, wenn die Mama oder der Papa oder die Kindergärtnerin etwas sagt, dann ist das so. Und nur in wirklich drastischen Ausnahmefällen, dann verstehen Sie es auch. Wenn dann, also quasi Sie haben das Bein gebrochen, dann ist klar, oder Sie haben Nasenbluten, dann können Sie jetzt keine Geschichte erzählen. Aber alles andere gilt nicht. Also das zum strukturierten Alltag. Vielleicht noch für Sprachentwicklung ist es ganz, ganz wichtig, dass man Tischgespräche führt. Und dass man sich nicht nur achtlos aufs Essen stürzt und dann alle so quasi wie die Schweinchen auf den Trog und dann wieder auseinander. Also Minimum wäre, um den Tisch sitzen, sich die Hand geben und sagen, ich wünsche einen guten Appetit.
Sie können auch ein Lied singen, sie können auch ein Gebet sprechen. Das macht, dass Kinder achtvoller, sorgsamer mit Nahrungsmitteln umgehen. Und dass sie auch dankbar sind, dass man so etwas hat. Und deswegen ist es wichtig, dass sie halt mal auch einen Wiesenblumenstrauß aufstellen. Es müssen nicht teure gekaufte Blumen sein. Es kann auch nur eine Blume sein. Aber der Sinn für Schönheit, ein schön gedeckter Tisch, macht es eben gemütlicher, als wenn jeder einfach nur schaufelt, wie es kommt. Deswegen wäre das so wichtig. Es ist auch wichtig, dass Kinder den Unterschied von einer normalen Mahlzeit wissen und von echtem festlichem Tafeln. Also man isst anders im Restaurant als jetzt einfach so an einem ganz gewöhnlichen Tag zu Hause. Und beim Weltwissen der 7-Jährigen, da sagen die, also bis 7 müsste man den Unterschied kennen. Aber das kann ich nur kennenlernen, wenn ich mal eben wirklich vielleicht mit Tischtuch, Kerze und Blume essen oder wenn ich eben nur ohne Set und ohne etwas esse, also dann, dass ich den Unterschied merke. Das wäre ganz, ganz wichtig. Warum brauchen Kinder Rituale? In der Fokussendung von Radio Vorarlberg spricht Susanne Stöcklin-Meyer über den Wert, den feste Bräuche, also sich wiederholende Abläufe und Handlungen, für Kinder haben. Nicht nur im Alltag, sondern auch im Wochenablauf und im Jahresablauf sind Rituale wichtig. Im Wochenablauf denke ich, dass es eben schön wäre, wenn man zum Beispiel am Samstag oder am Sonntag gemeinsam etwas macht. Halt mal einen Ausflug in eine Burg oder in eine Gruft runter, also größere Kinder, die lieben ja so grauselige Sachen. Und da dürfte man also auch mal ein Verlies in einer Burg besuchen. Oder meine Kinder wollten in Münster, in Basel immer zu diesen Steinheiligen, sind so Steinsärge, wo Ritter drauf liegen. Und da war die Kunigunde, ein Sohn von der ist im Rhein ertrunken. Und die hat also so ein kleines Kind also aus Stein hat die im Arm. Und die mussten also immer dahin gehen. Oder wir sind in Solothurn, gibt es eine Einsiedelei, also so ein sehr schöner Spaziergang so in eine Schlucht. Und da gibt es eine Nachbildung von der Kreuzigungskirche aus Jerusalem. Also jedenfalls liegt da drin, ist ein Steinsarg mit einem Jesus drin aus Stein. Und unsere Kleine, wir konnten nicht rein. Es waren also so kleine Öffnungen, als Erwachsene kamen nicht rein. Die hat immer gesagt, jetzt muss ich noch rasch zum Jesus in der Badewanne. Und dann ist sie drin verschwunden und ist zum Jesus in der Badewanne gegangen. Also das hat da dazugehört. Oder da war zum Beispiel ein Loch in der Wand, ganz in der Nähe von dem Waldbruder, also vis-à-vis. Und da sagt man in Solothurn, wenn man da reingreift und sich etwas wünscht, dann geht es in Erfüllung. Und da sind die dann jedes Mal gegangen und haben irgendetwas vor sich hingebrummt, aber es funktioniert nur, wenn man es niemandem erzählt. Und das war dann so schwer, das nicht zu sagen. Also wenn Sie so etwas haben, wunderbar. Oder mein Vater, wir hatten einen Holunderbaum in der Nähe vom Haus, also es ist ein altes Bauernhaus. Und der hatte, weil er so alt war, so ein Loch im Stamm. Und das sah aus wie ein Ohr. Und dann hat mein Vater den Kindern immer gesagt, den Enkelkindern, das ist das Ohr der Welt. Also das ist das Ohr der Welt.
Und der Baum, der hört alles, was passiert auf der Welt. Und dann gingen die immer hin und haben da zugehört oder haben reingegriffen und dann ganze Geschichten erzählt, was ihnen jetzt das Ohr der Welt erzählt hat, was das Ohr der Welt gehört hat. Also haben Sie den Mut, so ein bisschen verrückte Dinge in Umlauf zu setzen. Die Kinder werden sich später mit glitzernden Augen daran erinnern. Susanne Stöcklin-Meyer hat es schon mehrmals gesagt. Wiederholungen sind wichtig und Kinder lieben Wiederholungen. Dadurch wird die Welt, wird das Leben verlässlich. Die Verlässlichkeit, das haben wir vorhin schon gesagt, also das kommt dann, weil man sich darauf verlassen kann. Also dass wir zum Beispiel vielleicht im Sommer an den See fahren und baden. Oder dass wir an Ostern eben Ostereier färben, dem Osterhasen helfen und die Ostereier vielleicht verstecken oder suchen, je nach Alter. Oder wenn der Nikolaus kommt, dass wir wir sagen Grittimannen, so Teigmänner, wie das hier auch gemacht hat, Zopfteig, Hefeteig. Dann haben wir immer gesagt, also wir helfen dem, weil er so viel Arbeit hat und haben es dann nach draußen gestellt und die hat er dann wieder zurückgebracht. Und das war dann ganz schön. Also, dass ich weiß, also es wäre eine Katastrophe, wenn also Brauch ist, dass man solche Teigmänner macht. Und dann sage ich, heute stinkt es mir, das mache ich jetzt nicht. Also das ist für ein Kind eine Katastrophe. Oder wenn ich eben im Sommer jetzt sagen, mal mich verrückt stellen würde und sagen, es ist mir zu anstrengend, also diesen Sommer gehen wir nie in den See baden. Dann wäre also vom Kind aus gesehen die Mutter Klapsmühle reif. Oder? Also Sachen, die immer wieder kommen, die geben nur Heimatgefühl und Sicherheit, wenn sie wieder kommen. Und deswegen müssen Sie zum Beispiel am Geburtstag, wenn Sie einen Geburtstagskuchen wollen, dann müssen Sie mindestens 3-4 Jahre den gleichen Kuchen backen. Also Sie können nicht einmal einen Gugelhopf, dann eine Sachertorte, dann eine Rüebli-Torte, Karottentorte oder eine Linsertorte backen. Das sind normale Kuchen. Wenn es aber immer einen Gugelhopf gibt oder immer einen Schokoladekuchen, dann ist das der Geburtstagskuchen. Aber der ist sonst tabu, das dürfen Sie nicht machen, nur am Geburtstag. Also die Rituale fordern, dass ich es so gleich wie möglich mache, wenn es möglich ist. In der Diskussion wurde Susanne Stöcklin-Meyer von einer Mutter gefragt, ob sie ihren Kindern die Geschichte vom Christkind erzählen solle. Denn ihre Mutter, also die Großmutter der Kinder, rate davon ab, weil man mit solchen Geschichten die Kinder anlüge. Also, Sie machen das, wie es für Sie stimmt. Es muss für Sie stimmen und nicht für die Mama. Es muss für Sie und die Kinder stimmen. Und da müssen Sie es aushalten, dass die Mama es anders machen würde oder einen anderen Kommentar gibt. Aber wir haben so wenige Fantasiefiguren. Also wir haben noch den Osterhasen, wir haben den Nikolaus, wir haben das Christkind und dann hat es sich eigentlich schon. Und ich finde, man betrügt die Kinder, wenn man ihnen diese Figuren nicht ein bisschen erleben lässt. Was sie machen können, ist, sie können ein Bilderbuch kaufen und das nächste Weihnacht wieder und nächste Weihnacht wieder, dass sie vielleicht 5-6 Weihnachtsbilderbücher haben und dann können sie sich sagen, der Künstler, der das Buch gemalt hat sich das Weihnachtskind oder die Engel so vorgestellt. Und der hat sich das so vorgestellt. Das habe ich auch gemacht. Und wir hatten einmal vom Nussbaumer, das ist ein Künstler aus der Schweiz, und der hat Weihnachten, da sind die Engel nur so wie Sterne, also wie Schneesterne. Und das fanden meine Kinder das doofste Weihnachtsbuch. Also, weil Engel sind doch Engel, die haben Flügel und möglichst, wenn sie noch bunt waren. Aber also nur so weiße Scheiben, das fanden sie Quatsch. Und dann kann man eben diskutieren, wie sich Leute Engel vorstellen. Also es wäre eine Möglichkeit, wenn sie dann Richtung Kindergarten und Schule gehen. Weil es kommt dann da der Übergang, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, dass sie nicht sagen können, du hast mich doch angelogen. Dann sagen sie halt, ich habe es jetzt nicht gesehen, so sicher bin ich nicht, aber schau mal zum Fenster raus, vielleicht siehst du, wenn es vorbeifliegt. Und wenn es noch im Alter ist, wo es die Fantasie braucht, erzählt es dann, wie es vorbeigeflogen ist. Und wenn nicht, sagst du, also, es gibt es doch nichts, ist keins vorbeigeflogen. Und dann sagen sie, ja, wenn du meinst. Dazu noch ein Buchtipp. Wie wichtig Geheimnisse für Kinder sind, das beschreibt Susanne Stöcklin-Meyer in ihrem Buch
Kinder brauchen Geheimnisse. Rituale, das sind feste Bräuche, also sich wiederholende und damit wiedererkennbare Handlungen und Abläufe. Rituale strukturieren nicht nur den Tagesablauf und den Wochenablauf, sondern auch den Jahresablauf, erklärt Susanne Stöcklin-Meyer. Es ist auch ganz wichtig, dass Sie den Jahresablauf einbeziehen mit den Jahreszeiten. Mein Vater, also wenn ich die ersten Schneeglöcklein sehe, dann rieche ich Milchkaffee, wie man es in der Schweiz trinkt. Weil mein Vater hat immer, wenn die ersten Schneeglöcklein in der Host waren, hat er Kaffee und Milch in einem Krug gemixt. Eigentlich grauselig, aber weil wir mit 3, 4, 5, 6, 7 sonst nicht Kaffee bekamen, war das für uns, also da waren wir groß und stark. Dann sind wir also mit Vater und tassend, schweigend da nach hinten marschiert, sind um diese Schneeglöcklein rumgestanden und er hat feierlich jedem eingeschenkt und wir haben dann so wie geprostet und das still getrunken und das war das Größte. Das war die Einweihung der Schneeglöcklein. Und ich kann Ihnen sagen, ich kann sein, wo ich will auf der Welt, wenn ich Schneeglöcklein sehe, die ersten, dann rieche ich diesen Milchkaffee. Also das ist unglaublich, wie stark Gerüche mit bestimmten Sachen zusammen sind. Und da fällt mir etwas ein vom Geruch, weil bei uns in den Bauernhäusern hat man die Verstorbenen noch in der Stube aufgebahrt. Also das macht man jetzt auch nicht mehr. Aber als meine Großmutter gestorben ist, war Frühjahr. Der Flieder hat geblüht, die war also in der unteren Stube aufgebahrt und hatte einen Fliederkranz. Und ich habe das lange nicht begriffen. Ich konnte jahrelang, ist es mir immer fast schlecht geworden, wenn ich eine Fliederseife gerochen habe oder ein Fliederparfum oder an einem Fliederstrauch vorbeigegangen bin. Und erst fast gegen 20 ist mir plötzlich eingefallen, das ist dieser Fliederkranz. Das hat sich bei mir mit dem Geschmack vom Flieder, hat sich diese Trauer von der Großmutter verbunden. Und zwar zum ersten Mal, dass ich eine verstorbene Person gesehen habe. Und das war mir aber nicht bewusst. Also sowas kann passieren mit ganz schönen Dingen, aber es kann auch sein mit Schreck oder mit Trauer. Das ist alles möglich. Aber es ist gut, man muss sich nicht plagen oder erschrecken, sondern ein Dichter hat einmal gesagt, vielleicht leben wir nur, um uns erinnern zu können. Rituale haben noch eine wichtige Funktion. Sie helfen, mit Angst besser fertig zu werden. Also Angst zu bannen, zu zähmen, weiß Susanne Stöcklin-Meyer. Ich hatte zum Beispiel ein Ritual, wir mussten in unserem Bauernhaus in einen Gewölbekeller, wir sagen dem mit gewachsenem Boden, also noch mit richtiger Erdboden. Und da war es ganz finster
Und der Schalter war ganz hinten, also es war ganz blöd eingerichtet. Und ich musste da unten Kartoffeln holen, so 3. Klasse, 2. Klasse. Dann habe ich also dieses Löcherbecken so gehalten, bin die Treppe runter und habe ganz laut gesungen. Also wenn ich laut gesungen habe, konnte ich hinten das Licht andrehen und dann ging es mir wieder gut. Aber ich wäre nicht runtergekommen ohne Singen. Hat jemand so etwas erlebt, wo er selber ein Ritual gegen die Angst gemacht hat? Mit Singen oder Zählen? Oder ich konnte im Bett die Beine nicht strecken. Wir hatten einen Kachelofen, also in der Nähe von meinem Bett. Und wenn ich so, ja vielleicht 1. Klasse, wenn ich die Augen zugemacht habe, lag da immer eine Schlange drauf. So wie ein Feuersalamander. Die war immer so schwarz und gelb gescheckt. Und die war so aufgerollt. Und da konnte ich einfach die Beine nicht strecken. Also ich musste die Beine anziehen. Ich konnte es niemandem sagen. Aber mit dem habe ich es überlebt. Hat auch jemand so ein Angstritual gehabt, das gewirkt hat? Kann sich niemand erinnern. War nirgendwo ein böser Hund, wo sie vorbei mussten. Oder eine alte Frau, die ausgesehen hat wie eine Hexe, aber eigentlich ganz lieb war, aber man hat sich nicht so getraut. Aha. Singen. Luft anhalten. Bei was? Also wenn Sie bei einem Hund vorbeigegangen sind, haben Sie die Luft angehalten und dann war er still. Ja, also das ist aber eine schöne Idee von einem Kind. Also wenn ich nicht atme, dann halte ich die Zeit an und dann passiert nichts und ich bin schon wieder vorbei. Also das ist ein Wunderbeispiel. Hat noch jemand eins, das er als Kind hatte? Ja? Ist das schön? Ist das wunderschön? Sie musste 6 Geschwister auf die alleine aufpassen, wenn die Eltern weggegangen sind. Und dann hat sie auf allen 4 Seiten vom Haus, also das war ein Haus mit 4 Ecken, hat sie bei jeder Ecke gebellt, damit die Diebe meinen, da ist ein böser Hund. Und es hat gewirkt. Wunderschön. Also es ist köstlich, was Kinder sich ausdenken, um sich zu schützen. Also das kann sein, Rituale wirken konkret gegen Angst. Rituale für Kinder haben viele wichtige Funktionen. Sie helfen beim Spracherwerb, sie unterstützen die Bildung neuronaler Vernetzungen und Verbindungen im Gehirn, sie strukturieren die Zeit, den Tag, die Woche, das Jahr. Rituale geben Halt und Orientierung in einer schnelllebigen Zeit, sie geben Kraft, sie geben Vertrauen in die Verlässlichkeit des Lebens. Rituale helfen, mit der Angst besser fertig zu werden. Rituale machen aber auch mit ersten Pflichten und Aufgaben vertraut, erklärt Susanne Stöcklin-Meyer. Bei einem Wochenplan wäre es wichtig, also wenn Kinder größer werden, dass die auch etwas beitragen für die Ordnung oder für die Familie. Weil es ist für Kinder ungesund, wenn man einfach bis 20 im Hotel Mama thront und sich bedienen lässt, dann züchten sie kleine Paschas. Also es wäre gut, ob Männlein oder Weiblein, ob Mädchen oder Buben, wenn die etwas beitragen zum allgemeinen Wohlbefinden. Das kann sein, einmal Blumen gießen. Das kann sein, eine Woche Tisch decken. Das kann sein, Meerschweinchen misten. Das kann sein, einmal in der Woche Papierkübel leeren. Oder die Wäsche selber in den Waschkübel tragen. Oder
Was haben Sie für Ämtlein? Was müssen Ihre Kinder machen, zum Beispiel? Nichts. Jetzt Müll trennen und entsorgen. Gute Übung. Im Garten die Blumen gießen. Im Garten die Blumen gießen. Und jetzt noch etwas. Kinder riechen es, wenn man sie nur pseudo beschäftigt. Also wenn Sie so ein Amt geben, wo man was beitragen kann fürs Familienwohl, dann müsste es was Echtes sein und nicht nur so zum Schein. Also es ist ganz wichtig, dass Sie solche Sachen einführen, aber es wäre wichtig, dass Sie das kontrollieren. Also Sie können das wunderbar erzählen und wenn Sie das nicht kontrollieren, dann lernen die quasi die Alten, merken es nicht, ob ich es tue oder nicht. Also wäre es gut, Sie würden einen Wochenplan machen. Für kleine Kinder kann man da Symbole aufkleben, dass man eben sieht, was man machen muss. Und dann machen Sie ein Sternchen oder ein Käferchen oder irgendwas, was zeigt, aha, das ist gemacht. Wenn es nicht gemacht wurde, dann sagen Sie, wie heißen Sie? Katrin, komm mal. Was machen wir jetzt? Es ist noch nicht passiert. Wenn Sie so fragen, dann sagen Sie, ja, ich gehe, ich habe es vergessen und dann macht sie es. Also Sie müssten es kontrollieren und Sie dürften es nicht durchlassen. Es wäre einfach selbstverständlich, man muss es tun. Und das heißt, fangt früh an. Also Sie können dann nicht erst in der Pubertät solche Wochenpläne einführen, wenn man es gewohnt ist, dass eben Mama alles macht. Was ich ganz wichtig finde, ist die goldene Regel. Also es wäre gut, wenn Ihre Kinder lernen, das gibt es nämlich in allen Religionen, das hat Professor Küng da in Tübingen an diesem Ethikinstitut, die haben also den Koran, das Alte Testament, Neues Testament, Veden, buddhistische Schriften, alles durchgepflügt und überall kommt dem Sinn nach der Satz vor, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und da wäre ganz, ganz wichtig, dass Kinder das begreifen, dass man ihnen das sagt. Also was ich will, das mache ich auch den anderen, wenn man es positiv sagt. Also ich mag nicht, wenn man mich beißt oder wenn man mich in den Hintern tritt oder wenn man mir eine Zeichnung zerreißt oder wenn man mich mobbt und ausschließt. Also dass man den Kindern, wenn sie solche Sachen machen, dass man das mit ihnen bespricht und sagt, wir in unserer Familie, wir machen nur den anderen, was ich selber auch mag. Die Welt ist nachher nicht so, aber als Grundlage wäre einfach diese goldene Regel unglaublich wichtig. Wichtig ist auch bei den Schulaufgaben, also bei Schülern, dass sie da eine bestimmte Zeit haben. Und es ist besser, wenn die Aufgaben sofort machen und nachher rausgehen. Wenn Sie also sagen, ihr dürft bis 5 draußen spielen, dann bis die drinnen sind und dann kommt das Nachtessen und nach dem Nachtessen heißt es, ich habe noch nichts gemacht und dann, wenn es gut geht, darf der Papa und die Mama bis um 9:30 helfen. Also es wäre da besser, Sie hätten eine frühere Zeit und eine alte Lehrerregel sagt, eigentlich sollten Kinder nicht länger als 20 Minuten Aufgaben machen müssen. Das ist aber ziemlich illusorisch. Wie ist es bei Ihnen? Müssen die mehr machen oder geht es mit 20 Minuten? Also die Kinder ermüden nämlich und wenn es zu viel wird, dürften Sie auch mal mit einem Lehrer sprechen und dem sagen, die Stöcklin-Meyer hat gesagt, mehr als 20 Minuten ist ungesund. Ob es dann was nützt oder nicht, das sehen Sie ja. Aber eigentlich sollte man sie schon nicht überfordern, aber das Wiederholen und das Üben gehört halt dazu. Zum Schluss noch eine wichtige Bemerkung von Susanne Stöcklin-Meyer. Überfordern Sie Ihre Kinder nicht und vor allem überfordern Sie sich selbst nicht. Überhaupt als Eltern überfordern Sie sich nicht. Also machen Sie lieber etwas Einfaches, aber alle können es genießen. Also Sie machen es so perfekt und so ausgetüftelt, dass Sie dann an Weihnachten einen Nervenzusammenbruch haben. Oder dass Sie es nicht durchstehen, wenn Sie mit Kindern Geburtstag feiern. Die Regel wäre, nach dem Alter so viele Kinder einladen. Also dass ein 5-Jähriges halt 5 einladen darf. Ja. Also einfach nur, wenn es irgendwie geht, kleine Schritte und
schauen, dass man es kontrollieren kann, dass es Sinn macht. Strafe muss manchmal sein. Aber als Trost, ein Dr. Sagi, ein Pädagoge aus Freiburg im Breisgau, der hat gesagt, und das finde ich tröstlich, normale Kinder ertragen normale Fehler von normalen Eltern. Also alle machen mal was falsch. Aber wenn es von Herzen kommt, ist etwas Falsches tun 100-mal besser, als ein Kind mit Liebesentzug oder mit Sprechentzug zu strafen. Also es ist besser, sie handeln mal falsch, natürlich nicht 99 Mal, also von 100 vielleicht 1-2 Mal was Falsches. Das macht nichts, wenn sie sonst einen guten Draht zu ihren Kindern haben. Das als Trost. So. Fokus. Themen fürs Leben. Warum brauchen Kinder Rituale? Radio Vorarlberg brachte einen Vortrag von Susanne Stöcklin-Meyer. Die Schweizer Spielpädagogin und Kinderbuchautorin sprach in der Reihe Wertvolle Kinder im Vorarlberger Kinderdorf Kronhalde in Bregenz. Zur Vertiefung des eben Gehörten können Sie auf mehrere Bücher und CDs von Susanne Stöcklin-Meyer zurückgreifen. Zum Beispiel auf das Buch Was im Leben wirklich zählt oder auf das Buch Sprechen und Spielen oder auf das Buch und die CD 123 Ritscheratscherei. Diese Bücher und CDs von Susanne Stöcklin-Meyer hat der Kösel Verlag herausgebracht. In wenigen Tagen erscheint ein neues Buch mit dem Titel Von der Weisheit der Märchen.